Das Teil will einfach nicht. Ein wildes Owei. Owei, owei, owei. Ja. Tauros kommt heute relativ oft. Vor allem relativ oft. Er ist wütend, so. Da bleibst du vielleicht eher am Ball drin. Jo, geht doch! Und Zelda U! Ja, Zelda U NX. Dieses Pokémon ist trotzdem nur so vor Kraft. Läuft es erst einmal, dann kann es nur an hinten nicht stoppen. Weil das so ein Ding ist, Zelda U ist ja von Nintendos einzig spielbares Spiel dieses Jahr auf der E3. Es gibt auch keine Direct, sonst nichts, einfach die sagen vorne rein bereits, jo, Zelda U oder beziehungsweise NX, einfach halt auf der Wii U, könnt ihr zocken, sonst nichts Neues. Na gut, ich meine, klar, es gibt noch die Tokyo Game Show und eben die Gamescom im August noch, aber eigentlich muss man so etwas schon auf der E3 zeigen. Also zumindest ankündigen, also sprich Weiterspiele. Habt ihr gerade irgendwie einen guten Spitznamen für Tauros? Weil mir fällt jetzt gerade so spontan nichts ein. Weil ich mich ja frage, wenn Ash im Anime ja auch 30 Tauros gefangen hat, wieso hat er nicht zumindest einem davon einen Spitznamen gegeben? Das ist sowieso übertrieben, 30 Stück. Tauros, der Boss. Nö, mir fällt echt nichts ein. Aber ja, könnt ihr wieder gerne angeben, dann kann ich es in Lavandia später noch editieren. So. Dann hoffentlich taucht langsam wieder Scharniere auf. Obwohl ich es ja bezweifle. Aber so gesehen war es ziemlich erfolgreich, war vor allem der Part jetzt, also der nächste Part, toll. Und noch ein Tauros, ja klar, noch ein zweites Tauros, heißt ich Ash. Er sieht vielleicht so aus und ich habe einen Pikachu dabei, aber... Red Bull, oh, ja, auf die hätte selber kommen können. Mann! Man merkt, es ist Sonntag. Der hat doch keine guten Ideen mehr. Als ob ich sonst jemals gute Ideen hätte. Aber ja, Red Bull, das ist natürlich eine gute Variante. Ein wildes Nidoran. Ja, und natürlich fehlt uns noch ein Kangama, theoretisch. Blick gerade. Eigentlich fehlt uns jetzt hier echt nur noch ein Dragonier. Wobei, wie gesagt, wir haben Dratini, also kannst du Not selber entwickeln. Ein Dragonier, ein Scharnier und ein Kangama. Und alles eben für einen vollen Pokédex. Sagen wir nochmal gucken, wo kriege ich den Kangama? Ist das bereits das nächste Gebiet gewesen? Jo, 15%, gut. Nö, ich hau hier ab, Freunde. Ich gehe hier wieder raus. Ins nächste Territorium und holen uns... Und da kann noch ein Tauros, natürlich. Gut, so viele Tauros es ergibt. Ja, das natürlich da... Ash das Gefühl hat, er müsste irgendwie 30 Stück fangen. Man kann es langsam verstehen. So. Nächstes Gebiet. Und noch ein Pokémon. Ein Nidorina. Ja, wieso nicht? Schon dabei bin, ganz kurz gucken hier. Wegen der Aufnahme selber. Doch, sieht eigentlich noch gut aus. Müsste alles so laufen, was ich gerne hätte. Wie gehabt vor allem. Ah, ja, so ein Live-Let's Play, ey. Tipps für Trainer. Direkt da, ganz lange Raum. Na dann, Kangama. Da kommt's auch schon. Es will gefangen werden. Boah, Level 33.
Das ist irgendwie klar, wa? Wir werfen einen Stein. Für das Kind vor allem. Alter! Jetzt müsste eher am Ball drin bleiben. Ja, natürlich. Bleibt eher am Ball drin, ist klar. Suchen wir Kangama. Trotz allem im Vergleich zu den vorherigen Parts und vor allem zu dem, was ich offscreen noch alles versucht habe, läuft es hier heute echt sehr, sehr gut. Wir haben Rihorn, wir haben Sichlo und... Ich kann sagen Chirox. Ja, ein Chirox, klar. Bin schon bei Soul Silver. Ne, ein Sichlo, ein Pinsir und eben auch noch... Dratini sowieso. Tauros und jetzt fehlt dann noch ein Kangama. Mal gucken, ob das noch was wird. Ich bezweifle es ein bisschen. Also weg. Da gibt es ja keinen festen Algorithmus, wo ich sagen könnte, es bleibt sicher 3 Runden, da kannst du machen, was du willst. Das ist auch manchmal früher, manchmal später und der Zufallsfaktor. Ja, Safari-Zone, das ist immer so eine Sache. Mal schauen, ob es denn bei Pokémon Sonne und Mond auch eine Safari-Zone gibt. In der Alola-Region, wohlgemerkt. Die Alola-Region, ja, Aloha. Und vor allem neuen Pokémon, die aussehen. Gut, ich meine da, ja, das Teil. Bautzes, so der Pflanzenstarter. Vor allem Pflanze, Flug, das sieht aus wie irgendwie ein Hut, ein Baby-Hut quasi. Aber mein, theoretisch, vor allem eben ist ja, also ist theoretisch auch ein Domi, so gesehen. Nee, generell, Pflanze, Flug als Starter, ziemlich cool, hatten wir noch nie. Vor allem, das ist gerade der erste Typus, also sprich das erste Pokémon-Evolutionsreihe. Flugis hatten wir auch noch nie, weil, ja, Glurak war halt schon dritte Stufe. Aber die Katze, ja, auf Deutsch heißt die Flamiau. Ja, Logo. Ja, ist klar, jede neue Generation, je dümmer die Namen. Ja, vielleicht schon, Steven. Also man findet jetzt. Ja, Robball, also wenn ich jetzt eigentlich nicht hässlich, wenn auf den Namen ein bisschen doof. Bei Bautz, wie gesagt, ja, da ist eine Babyeule, was willst du da großartig machen? Also ich finde, die geht von allen 3 noch am besten. Und die Katze, ich meine, Flamiau. Erstmal sieht die Pot hässlich aus. Und zweitens, der Name, hey, das wäre so, als würdest du, mal angenommen, Mauzi wäre jetzt ein Generation 7 Pokémon. Der wird garantiert Normiau heißen. Nee, sorry, aber Flamiau, meine Fresse, ey. Na klar, damals bei der ersten Generation, was hatten wir da? Shigi. Da gab es auch irgendwie eine Andeutung dazu. Glumanda. Glut plus Salamander. Aber eben, da haben wir nicht irgendwie den ganzen Namen genommen, sondern einfach nur bestimmte Aspekte davon. Jetzt auch Glumander sagen können. Nö, haben wir gesagt, Glumanda, das geht. Flamiau, das. Ja, zusammensetzen geht dir eigentlich noch. Aber Name selbst, Flamiau. Also ich hoffe, dass Flamiau, also auch so wie es aussieht, hoffe ich eher auf ein Feuer- und Licht-Pokémon. Das ist vor allem ein Starter, fände ich noch ziemlich geil. Bei Feuerkampf. Klar, Feuerkampf ist beliebt, das hatten wir schon so oft, das braucht es echt nicht mehr. Feuerflug, das war einfach auch ein bisschen. Eine fliegende Katze, hallo. Single-Typ bezweifle, dass es bleiben wird. Was haben wir sonst noch? Gut, wir hatten das letzte Generation noch. Hatten wir Feuer Psycho, aber glaube ich jetzt auch eher weniger. Ne, Feuer Unlicht fände ich jetzt noch ziemlich geil. Und dann diese Robbe, eben Robball. Ja, also das könnte man vielleicht auch ein Wasser-Eis-Pokémon draus machen. Zumindest, glaube ich, zum ersten Mal. Dann hätten alle 3 Pokémon in der Endstufe ein Doppeltyp, war? Ne, stimmt gar nicht. 4. Generation hatten wir, ja. Man kann ja noch sagen. Sheltera, dankeschön. Sheltera war Pflanzeboden. Dann hatten wir dort noch Panferno, Feuerkampf und Empoleon, Wasserstahl. Das war ja eigentlich ziemlich geil, wie ich finde. Das Vieh bleibt einfach nicht drin und haut ab. Tschüss.
Und jetzt halt irgendwie... So, das war's, Freunde. Wir sind durch diesmal. Und ihr seid erfolgreich? Ja, eigentlich schon. Absol. Oh. Da müssen wir jetzt bei PokeWiki nachgucken, warum das so ist. Aber es gab schon einen Grund dafür. Ich glaube, Absol wegen absonderlich und... Ich glaube, das war's bereits. Ja, aber es war echt nur wegen absonderlich. Auf das L noch dran gehängt, ja gut, ich meine. Okay, super Angelverkauf, nicht schlecht. Übertrank, Überball, 20, 11, 17. Ich weiß nicht, noch genug von allem war. Ja, mal einen Münzkorb ablegen. Weiße Blau momentan auch nicht, VM4 auch nicht, jo. Habe ich Domi dabei zum Fliegen? Jo. Also dann schnell nach Lavandia. Wenn wir unser Tauros noch in Red Bull umbenennen und dann geht's in die Arena in Symphonia City. Gott sei Dank mache ich ja keine Nutzlock, Da hätte ich jetzt echt null Bock drauf. Es wird sowas von die Hose gehen. So, was war auch alles? PC Michael, wenn man ganz kurz das ablegen will. Wenn wir schon noch beim Thema neue Pokémon sind, was haltet ihr eigentlich von neuen legendären Pokémon? Das spricht ihr auf dem Cover. Ich meine, das von Pokémon Sonne. Oh, dankeschön, ich wollte diese Bank noch behalten. Wieso geht es immer so schnell hier? Das von Pokémon Sonne ist irgendwie so... Ja, so ein Lichtlöwe und das Pokémon Mond ist irgendwie so... eine runde Fledermaus, um das ganz doof zu sagen. Wobei ich ja zugeben muss... Der Löwe gefällt mir noch ziemlich gut. Vor allem aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe... Es könnte doch sein, dass wieder ein neuer Typus eingeführt wird. Wäre bereits der 19. Typ, was wir haben war. 15 war es erste Generation, dann kam Stahl und Licht, oder Dark, gut Englisch. Zweite Generation, zuerst hatten wir endlich mal Fee und jetzt in der 7. könnte doch mal Licht dazu kommen. Typus Licht. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, dann Tauros. Aber ganz ehrlich, wenn so ein Lichtlöwe, also Typus Licht natürlich selbst, kann man irgendwie sagen, Licht ist... Moment, ich hatte das bereits mit Kai, Team und Domi ein bisschen diskutiert. Licht könnte... Ja, ich war das schon wieder. Genau, Licht und Unlicht sind gegenseitig sehr effektiv. Dann ist noch Licht effektiv gegen Geist, noch gegen Feen. Aber sehr schwach gegen Gift. Also ein bisschen mehr, ja, generell halt, weil der Gift momentan, ja klar, gegen Feen und so weiter ist sehr gut. Aber sonst sind Gift-Pokémon immer noch sehr, ja, unbelegt, sag's mal so. Und daher wäre es eigentlich schon cool, wenn man da noch ein bisschen was dran ändern könnte. Aber generell, was hält ihr eigentlich von der Idee, dass man noch einen neuen Typus einbringt, endlich mal den Typus Licht? So, mal Red Bull. Weil ich finde, vor allem spannend, seitdem es eben Unlicht oder halt Dark, Finsternis gibt, wäre doch eigentlich so ein Typus Licht endlich mal überfällig. Feen, klar, kann es darüber streiten. Aber eben vor allem jetzt der Löwe. Oder, ja, muss ein Löwe sein, anders geht's gar nicht. Der ist so weiß, mit ein bisschen Gelb drin. Das erinnert mich ein bisschen da an Bakugan, Tigrera. Die hat ja auch Element Licht. Ich meine... Was soll es sonst für ein Typus sein? Da gibt es sonst irgendwie so weiße Pokémon. Klar kann Typus normal sein, wie Arceus, aber gut, Arceus ist nicht wirklich weiß. Er ist ein bisschen gräulich. Ganz leicht. Ja, natürlich kann man darüber diskutieren, was das schlussendlich wirklich wird. Ein bekannter Typus ist, der ein neuer Typus eingeführt wird. Natürlich auch generell die Aloha-Region. Es sieht schon ziemlich klein aus.
Na, die andere Frage, könnte es sogar sein, weil wegen Pokémon Rot, Blau und Gelb, dass man da über Pokémon Bank transferieren kann, die Pokémon von der ersten Generation in die 7. Und es vielleicht sogar möglich wäre, mal gucken, ja, ob es möglich wäre, dass man irgendwie sogar nach Kanto reisen kann. Nach Höhen sicher nicht, weil da haben wir gerade aktuelle Generation. Nach Kalos denke ich mal auch nicht, aber ebenso. Ja, Johto. Ja, Johto vielleicht auch, wer weiß. Ist auch schon 4. Generation ein bisschen weit her. Ebenso Kanto, Johto, Sinnoh. Wäre doch gar nicht mal so eine ungeile Idee. Safronia sieht, muss ich mal gucken, hier was wir machen. Spitz hat der 65. Pikachu immerhin 60, okay. Nicht fliegen. Ich gucke gerade, wie ich das mache jetzt wegen dem Gegner. 85 Spitz. Der muss rein sogar an erster Stelle bringen. Ja, Kai, aber er ist dummerweise Gift, wird er gegen die Psychos ziemlich einlaufen. 125, gut, Team kommt sicher mit. Er würde echt sagen, dass ich Kai hier lasse und den Rest mal mitnehme. Sorry Kai, aber Pflanzengift ist ein bisschen doof. Da fällt mir gerade ein, in der ersten Arena haben wir Feuer. Da ist Kai wieder ein bisschen doof. Ich sehe schon kommen, Kai wird ein bisschen hier bleiben. Xion, theoretisch, es könnte klappen, wa? 78 Spitz, ja, sieht gut aus. Na dann, ab in die Arena, Freunde. Wir haben noch genug Beleber und alles. So weiter und so fort. Ich habe zwar ein bisschen Schiss davor, weil ganz halt ja bis Level 50er Pokémon, sogar ein Level 50er Simsala, ja, leck mich am Arsch. Aber gut, es geht nicht anders. Wir müssen es tun. Früher oder später, klar, können wir warten, bis Pyro und so weiter. Erstmal noch trainieren gehen. Aber nö, kein Bock drauf. Ich will es jetzt wissen. Ich bin ungeduldig. Ja, zum Psychokinese anstelle von psychischen Kräften. Kampf ums Psychokinese nicht gewachsen. Ja, ich weiß, ich hätte gerne mal ein Unlicht-Pokémon. Ein Unlicht in der ersten Generation, das wird sowas von das Spiel abstürzen lassen. Sie lassen uns nicht einfach so zu ihr gehen. Psycho will kämpfen. Na klar, und ich bringe direkt Benny. Schlitzer, erste Generation. Das muss sein. So eine hohe Crit Chance selten gesehen. Oh. Trotz Crit Chance nur so wenig. Oh, das wird wehtun. Naja, hä. Wasser ist zwar speziell, aber bringt nichts. Und noch ein Volltreffer. Tschüss. Also kann am liebsten mal zu Pikachu wechseln. So, aber sonst generell freue ich mich schon sehr auf Pokémon Sonne und Mond. Vor allem hoffe ich, es wird nicht so wie bei der 5. Generation. Wo man irgendwie, gut, bei der 5. Generation waren viele neue Pokémon, eine große neue Region. Aber die alten Pokémon konntest du nirgends fangen, zumindest zu Beginn nicht. Die sind immer nur, nö, die neuen Pokémon, die sind jetzt hier geil. Jetzt bei Schwarz 2 und Weiß 2. Da hoffe ich ja schon, dass ja, 7. Generation jetzt mit Sonne und Mond ein bisschen gemischten Weg geht. Ich meine, klar, wenn es eine neue Region ist, dann soll man sich schon ein bisschen auf die neuen Pokémon spezialisieren, das ist ganz klar. Aber nur auf den neuen, nee, das wäre irgendwie doof. Die Konzentration verloren. So, gehen wir zurück. Okay, aber der erste Part, das stimmt soweit. Irgendwas bei der Psycho-Arena gerne so, dass ich immer ein bisschen hoch und runter gehe. Das heißt, nachher wieder nach unten gehen und so weiter zum Gucken.
Weil so glaube ich, dass man da am besten nicht die Orientierung verliert.